Farben gehören zu den ersten Freunden, die ich hatte. Und fast nach jeder Lesung kommt die unvermeidliche Frage, wie stellst du dir eigentlich Farben vor? Von jetzt an kann man das im Englisch nachlesen. Ihr bekommt jetzt eine Kostprobe. Wetten das? Vor ein paar Jahren ist eine blinde Frau aufgetreten, die gewettet hat, sie könne Farben spüren. Wenn man ihr einen Stoff in die Finger gebe, ein T-Shirt, ein Hemd oder ein Tischtuch, dann können sie sagen, was es für eine Farbe hat. Und sie hat die Wette gewonnen. Das hat einen Sturm von Protesten und Misstrauen ausgelöst. So etwas ginge doch nicht. Eine Blinde kann doch nicht Farben spüren. Da ist sicher irgendein Beschiss dahinter. Man hat Sachverständige beizogen. Die haben nicht recht gewusst, was sagen. Der Konsens von diesen Einschätzungen war, bis jetzt habe es das noch nie gegeben und darum sei es sehr wahrscheinlich unwahrscheinlich. Reporter haben die glückliche Wetterin mit wüsten Vorwürfen bombardiert. Sie soll es doch zugeben. Die Überreaktion kann nur ein Zeichen von Futterneid sein und von einem grusigen Vorurteil, das behinderten Menschen Höchstleistungen und besondere Gaben abspricht. Frei nach dem Motto, wenn ich nichts sehe, könnte ich das nicht, darum kann sie es sicher auch nicht. Wieso soll sie es eigentlich nicht können? Wenn die Osteopathen ein Haar spüren, das in einem Telefonbuch irgendwo hineingelegt ist und sie genau die Seiten aufschlagen können, was drauf ist, wieso soll jemand, der sein Leben lang trainiert, mit den Händen zu schauen, nicht herausfinden, wie sich die Schwingungen der Farben anfühlen? Also diese Lehrerin hat ich mit Handkuss genommen. Wenn ich nämlich wüsste, welche Farbe meine Unterhosen haben, die ich blöderweise in schwarzer und weisser Ausführung gekauft habe, dann müsste ich kein teures Gerät haben, das mir die Farbe vorgewägt. Ich wüsste es einfach und würde fröhlich reinschleifen und müsste nicht gern kummern, ich habe schwarze Hösli unter einem weißen Schüpp angelegt. Farben haben mich gern angezogen. Magisch. Vielleicht darum, weil ich gewusst habe, dass ich sie nie wieder sehe. Ich wollte wissen, wie sie aussehen. Unbedingt. Ich habe mir Mama Löcher im Bauch gefragt, bis die Hände gerungen hat, weil sie keine Antworten mehr gewusst hat. Aber sie hatte gerne Geduld mit mir und hat alles gegeben. Ich habe schon früh angefangen, mir Bilder von den Farben im Kopf zu machen. Und als ich mir mal überlegt, wie ich mir die Farben eigentlich vorstelle, hat mir getagt, dass es unter anderem viele haptische Eindrücke sind, die das innere Bild geben. In einem Sachbuch habe ich dann noch gelesen, dass das Hirn ähnliche Bilder von Tasteindrücken und von Seeeindrücken macht. So habe ich probiert aufzuschreiben, wie ich mir die Farben vorstelle und was sie für mich bedeuten. Capriccio de Colores. Orange. Orange ist einfach gut. Wie trockenes Sommergras, vermischt mit trockenem Laub, das kräschelt, wenn du drin liegst. Wie ein See aus warmem Feuer, das dich tröstet, wenn du drin schaust. Wie die seidefeine Blüte vom Mond mit den rauchen Stängeln ist orange. Sie leuchtet so fest und ist doch so zart, dass sie gerade verschlampt, wenn du in die Haare steckst. Orange ist zugewendet, ist Heilfarbe. Wer orangige Hänge hat, ist reich gesegnet. Und wer sich von orangigen Hängen anrühren lässt, ist mindestens so reich. Gelb. Gelb ist rund. Eine kühle Kugel. Gelb ist Bergamotte. Wenn du sie auspressst und der bittersauren Saft wagst zu trinken, imprägniert sie dich von innen. Dir kann nichts passieren. Du bist am Schärmen von der Hitze. Du bist schmerzunempfindlich. Du bist sicher und still. Grün. Grün ist ein Dreieck, ein stilisiertes Blatt, eine Flamme. Grün ist das kühle Feuer, das kuschelt in der Luft, das tiefe Wunden füllt. Das grüne Feuer bringt lebende Kraft, die es tötet. Grün löst Knüppeln auf und grün lüpft auf.
Rot. Rot ist eher Rauch, trotz der Seidenhauchblüten vom Mond. Rot ist ein Rauchenzauberstab. Rot ist feuerheisses Glas, das dich blendet. Rot ist das Skalpell vom Chirurg. Wenn ich rot angelegt bin, kommt mir niemand nach. Violett. Violett vibriert. Violett ist ein Riesenkristall, der leuchtet. Wie eine Lampe in Kristallform, überzogen mit glattem Sammet. Violett ist eine Sonde, die durchleuchtet. Violett ist glatte Oberfläche, Vibration und Tiefe. Wenn ich sagen könnte, welche Farbe das Feuer hat, dann ist es Violett. Aus dem göttlichen Blau und dem Blutsaftrot. Idealisiertes Leben und Menschen Erdenleben. Dreck, Schweiß, Blut und Blüten. Violett ist gleichzeitig aufmüpfig und vollendet. Wenn ich als Kind nicht einschlafen konnte, was meistens der Fall war, dann habe ich mir Gott als Kugel vorgestellt. Wie weiches Leder zum Anlängen, gleichzeitig kühl und warm, gleichzeitig fest und weich, gleichzeitig ruhig und in Bewegung, in Schwingung. Diese Qualität hat Violett. Nur temperamentvoller, leuchtiger, schärfer. Die Kugel hat mich tröstet. Ist einfach da gsi. Ich hatte die Hände drauf und bin eingenickt.